أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute fangen wir noch ein bisschen mit Theorie an. Theorie ist auch ganz wichtig. Also ich habe mega Freude, wenn man die Suren durchnimmt oder gewisse Ayat durchnimmt und die Tiefe und die viele, also eigentlich den Schatz vom Koran entdeckt. Nichtsdestotrotz braucht man natürlich auch Basics, das theoretische Basiswissen, gewisse Definitionen, die für uns wichtig sind, dass wir wissen, was heissen die Begriffe überhaupt, dass wenn mal jemand fragt, dass wir eine Antwort geben können. Aber auch, ich denke, Definitionen sind wichtig, weil häufig kommt es vor, dass man miteinander diskutiert über den gleichen Begriff, aber jeder hat eine andere Vorstellung von diesem Begriff. Und da redet man immer aneinander vorbei. Und deshalb ist eigentlich bei jeder Diskussion, also wenn man über einen bestimmten Begriff redet, ist es eigentlich wichtig, dass man sich mal die Definition klar sagt. Also dass man sagt, ich rede jetzt über Islam, für mich heisst Islam das und das. Oder ich rede über Iman, Iman heisst das und das. Weil wenn wir das nicht machen, dann kann es sein, dass ich davon ausgehe, dass der andere das Gleiche meint wie ich und wir reden und am Schluss merken wir, dass der ein ganz anderes Bild vom Islam hat und deshalb, dass wir eigentlich immer wieder aneinander vorbeigeredet haben. Das kommt vor allem dann vor, wenn wir interreligiös sind, also wenn wir zum Beispiel mit Christen oder einfach mit Nicht-Muslimen reden. Dann gerade der Begriff Religion, der Begriff Glauben, der Begriff Gott ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn wir das nicht festhalten, dann redet man eigentlich, hat das Gefühl, man redet vom Gleichen, aber man redet eben nicht vom Gleichen. Und so erreichst du den anderen auch nicht, beziehungsweise der andere merkt gar nicht, dass du etwas anderes denkst oder dass du auf einen gewissen Unterschied hinweisen willst, weil der kommt dann gar nicht so richtig zum Vorschein. Zum Beispiel Religion. Was heisst Religion? Oder was ist für euch Religion? Der Wegweiser. Ja, Glauben. Jetzt kannst du auch noch etwas sagen, da haben wir 3 verschiedene Meinungen. Der Sinn vom Leben. Wie? Der Sinn vom Leben. Der Sinn vom Leben. Ja, also für mich war bis jetzt alles falsch gewesen. Obwohl, das sind alles Sachen, die man immer wieder hört. Aber im Islam bedeutet Religion, beziehungsweise das Wort Dien, ich hätte eigentlich so nachfassen, also das Wort Dien dürfen wir nicht einfach mit Religion übersetzen. Weil gerade hier in der Schweiz, eine Religion ist einfach ein Glaube. Also das Christentum ist eine Religion, der Islam ist eine Religion, das Judentum, Buddhismus, Hinduismus und wie sie alle heißen, das sind alles Religionen. Ja. Aber was heisst ganz konkret? Ich komme gerade dazu. Inshallah. Aber Dien, eigentlich, also Dien hat ganz viele, hat etwa 10 verschiedene Bedeutungen, aber ich wollte jetzt nur auf die religiöse, also die Bedeutung reden. Dien ist eine Lebensart. Also wenn wir vom Islam reden, dann reden wir von einer Lebensart. Es geht nicht nur um den Glauben. Weil der Islam umfasst eben nicht nur meine Beziehung zum Schöpfer, sondern einfach alles. Also der Islam mischt sich in mein ganzes Leben ein. Das heisst, in meine spirituelle Welt, also meine Beziehung zum Schöpfer, was denke ich von Allah, wie muss ich ihn mir vorstellen, kann ich mir ihn überhaupt vorstellen, was kann er nicht. Aber genauso geht es im Islam um weltliche Sachen. Also wenn ich einen Kaufvertrag mache, wenn ich ein Auto kaufe und mit jemandem einen Vertrag abschließe, ist das Islam. Also der Islam mischt sich ein, wie ich einen Kaufvertrag machen muss. Was ist in diesem Kaufvertrag erlaubt, was ist nicht erlaubt, was muss ich machen, was muss ich nicht machen. Zum Beispiel wird, und das ist eine Ayah aus dem Koran, also stark empfohlen, machen alle Verträge schriftlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vertrag schriftlich mache, folge ich eigentlich schon einer Ayah aus dem Koran. Das gilt natürlich jetzt für Nicht-Muslime auch, die machen das halt unbewusst. Aber was ich hier unterstreichen will, ist, dass Islam eben nicht nur das Gebet ist oder das Fasten im Monat Ramadan, sondern das wirkt sich auf alles aus. Also wie muss ich mein Testament gestalten? Habe ich so viel Freiheit, also darf ich jedem vererben, was ich will, dann habe ich gewisse Pflichten, also muss ich auf etwas
muss etwas berücksichtigen. Gestern war eine Hochzeit. Wann ist eine Hochzeit gültig? Was sind die Voraussetzungen, dass eine Hochzeit gültig ist? Ein Nikah, oder? Was sind die Voraussetzungen? Wie gehe ich mit meinen Eltern um? Sogar das wird im Koran beschrieben. Also wie muss das Verhältnis mit meinen Eltern sein? Wie soll das Verhältnis mit meiner Verwandtschaft sein? Und. Was ist erlaubt beim Essen? Was darf ich nicht essen? Wie verhalte ich mich? Und das ist alles Dien. Und deshalb, wenn ich es jetzt mit dem westeuropäischen denke, wie es jetzt hier eigentlich verwendet wird, wäre Religion einfach nur meine Beziehung zu Gott. Und das ist nur ein Teil vom Ganzen. Und das macht es eben wichtig, also wenn wir jetzt von Religionsunterricht reden, ist das eben nicht das Gleiche, wie wenn ein 0815 Schweizer vom Religionsunterricht redet. Sondern wir haben wirklich, das geht um jeden Lebensbereich. Weil Allah uns auch in jedem Lebensbereich Empfehlungen macht und sagt, wenn du es so machst, ist es gut, wenn du das machst, ist es weniger gut, wenn du das machst, ist es besser. Und deshalb. Gut, das wäre der Begriff Dien. Was heißt denn Islam? Was heißt Islam? Wie würde man Islam definieren? Ja? Also Islam bedeutet Unterwerfung. Unterwerfung. Voilà, also. Ja, jetzt hast du gerade nochmal einen Punkt mehr bekommen, aber immer noch nicht die volle Punktzahl. Ja? Hingabe, Unterwerfung. Hingabe finde ich besser als Unterwerfung, aber das ist beides richtig. Also Unterwerfung ist vom Wort her eigentlich auch richtig, aber Hingabe ist mehr als sich unterwerfen. Unterwerfen tut man sich eigentlich gezwungenermaßen. Das ist nicht unbedingt eine freiwillige Handlung, während du dir freiwillig hingibst. Und das ist natürlich genau der wichtige Teil jetzt bei der Definition vom Wort Islam. Das ist die freiwillige Hingabe. Wem gegenüber oder wem tut man sich freiwillig hingeben? Allah Ta'ala gibt man sich freiwillig hin. Und das ist immer noch nicht fertig. Wie gebe ich mich hin? Auf die Art und Weise, wie Allah das von uns will. Also, man sagt, dass man den Islam nicht nur einfach mit einem Wort übersetzen, schon gar nicht mit dem Wort, das ist einfach eine Religion, sondern Islam ist die freiwillige Hingabe Allah Ta'ala gegenüber auf die Art und Weise, wie er es von uns wünscht. Oder man könnte sagen, gemäß Koran und Sunna. Also, wir tun das so Allah hingeben, wie er das im Koran sagen, beziehungsweise wie es uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Sunna beigebracht hat. Das ist ganz wichtig, weil das heisst, wir können nicht einfach uns Allah hingeben, wie wir das wollen. Wir können vielleicht Sachen ein bisschen mehr machen oder es ist eine gewisse Freiwilligkeit dabei, ich kann Sachen sagen, das mache ich nicht. Aber ich kann nicht eine eigene Art finden, wie ich Allah dienen will. Und wenn ich das mache, kann ich dem nicht mehr Islam sagen. Weil dort ist der Islam ganz streng. Also wir geben uns Allah hin, und zwar voll und ganz, aber so, wie Allah das will. Nicht so, wie wir das wollen. Das ist wichtig. Weil es gibt viele Menschen, die versuchen sich ihre Religion, also quasi eine individuelle Religion zu machen. Also man will sein Leben nicht dem Islam anpassen, sondern man passt den Islam im eigenen Leben an. Das heisst, ich tue Allah so dienen, wie ich will, nicht wie er will. Und das ist eigentlich, es kann sein, dass man mit dem auch ans Ziel kommt, Allahu Alem, aber das ist nicht das, was Allah ihm vorgesehen hat, das ist nicht Islam. Vielleicht noch zum Wort, die Wurzel von Islam ist ja SLM, also Salam. Und wenn wir die linguistische Bedeutung anschauen von diesem Wort, also wenn wir jetzt in einem Wörterbuch anschauen, es gibt eben zwei Bedeutungen von einem Wort. Es gibt eins rein das Wort selber, das will ich jetzt im Duden anschauen, was kommt denn? Und da gibt es immer eine fachspezifische Anwendung oder eine fachspezifische Bedeutung. Das heisst, das gleiche Wort in einem anderen Fachgebiet, in einem anderen Zusammenhang kann etwas anderes bedeuten. Zum Beispiel das Wort Bank. Wenn ich jetzt einfach sage Bank, es gibt ja die Bank, wo man drauf sitzt, und es gibt die Bank des Finanzinstituts. Also wenn ich jetzt in der Finanzwelt bin und von der Bank rede, wird niemand auf die Idee kommen, zu denken, ich rede jetzt von dieser Sitzbank. Genauso umgekehrt, wenn ich jetzt in einem Park bin und nach einer freien Bank suche, dann wird niemand denken, ich suche die UBS oder die CS oder irgendetwas. Also es gibt immer eine fachspezifische Bedeutung von einem Wort und eine linguistische Bedeutung.
Also die linguistische ist die vom Duden oder vom Wörterbuch. Beim Wort Islam heisst das, ich tue es jetzt auch ein bisschen zusammenfassen, es ist eigentlich relativ tiefgehend, die Übergabe bzw. die Auslieferung, das wäre Taslim, oder As-Salm, die Ergebenheit, das Friedensschließen, oder Al-Istislam, das sich fügen, das sich ergeben, die Hingabe und die Kapitulation. Und die fachspezifische Definition, also wenn wir über den Islam als Religion oder eben als unsere Lebensart reden, ist die Definition, wie ich es vorher schon gesagt habe, die bewusste, freiwillige Hingabe und Ergebenheit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber auf die von ihm im Koran und in der Sunna übermittelte Art und Weise. Und da gibt es zwei Ebenen. Die eine ist die spirituelle Ebene, das ist die nicht sichtbare Ebene. Das heißt, ich tue mich Allah hingeben, aber das bedingt zuerst etwas, das bedingt nämlich zuerst die Erkenntnis, dass es Allah überhaupt gibt. Also ich kann mich eigentlich nur dann jemandem oder etwas hingeben, wenn ich weiß, dass es das gibt. Das heißt, ich muss zuerst mir Gedanken darüber machen und das wird dann das sein, was auch in den nächsten Lektionen dann kommt. Die Frage, gibt es Allah oder wie erkenne ich, dass es Allah gibt? Woran kann man wissen, dass es Allah auch wirklich gibt? Also haben wir den Glauben einfach übernommen, wie das unsere Mütter und Väter gesagt haben, oder gibt es ein bisschen mehr als nur das? Also die spirituelle Ebene ist die Folge von der Erkenntnis. Also wir haben selber erkannt und entdeckt, Allah Ta'ala gibt es. Und haben das Ganze bewusst verinnerlicht. Verinnerlichen heisst, wir haben es in unserem Herz so verankert, dass egal wer kommt und was sagt, wir von dieser Überzeugung nicht mehr abzubringen sind. Wir werden dann später noch über das Wort Iman reden, aber erst nächstes Mal, da kommt das nochmal. Und die profane Ebene, profan heisst also die weltliche Ebene, wenn ich mich Allah hingegeben habe, innerlich, wo ja nicht sichtbar ist, dem muss aber auch gewisse Taten folgen. Also wenn ich mich wirklich Allah hingegeben habe, auf die Art und Weise, wie er das von uns will, ist das immer verbunden mit Taten. Also meine Hingabe muss sich reflektieren, wie das jetzt hier benutzt wird, das Wort. Also die inneren Überzeugungen vom Iman müssen sich durch unsere Handlungen reflektieren. Das heisst, der innere Iman, also die innere Überzeugung ist vielleicht nicht sichtbar, aber durch das, wie ich mich verhalte oder wie ich mich benehme, wird das sichtbar. Aber das kann auch vorgetäuscht sein. Also alles, was äußerlich ist, können wir nicht wirklich wissen, ist es echt oder nicht. Weil es gibt ja die Munafik, also die Heuchler, die vortäuschen, etwas zu sein, wo sie nicht sind. Und mit Taten kann man auch etwas vortäuschen. Nichtsdestotrotz kann man aber die effektive innere Überzeugung nur mit den äußeren Taten auch wirklich bestätigen. Oder den anderen vermitteln. Also das ist ganz einfach gesagt, ohne Salah, wenn jetzt einer sagt, ich muss das Gebet nicht machen, ich muss nicht fünfmal am Tag mich gegen Mekka wenden und zu Allah beten. Gehen wir nicht so weit und sagen nicht gerade, das ist kein Muslim, aber wenn einer wirklich überzeugt wäre, dass es Allah gibt und eben sich hingegeben hat, so wie Allah das will, das heißt, Allah will, dass man die fünf Gebete macht am Tag, dann müsste sich die innere Überzeugung eben so zeigen, dass ich die 5 Gebete auch mache. Und wenn nicht, dann ja. Es gibt Rechtsschulen, die dann ganz klar sagen, einer, der bewusst Salah nicht macht, ist kein Muslim. Die hanifitische Rechtsschule geht nicht so weit, aber andere sind da ganz klar. Und bei dem Islam gibt es also 3 Hauptelemente. Das eine, das ist die Aqida. Aqida, das sind die Iman-Inhalte. Also Aqida ist die Lehre über das, worüber wir überzeugt sind. Also, unser Glaubensmanifest eigentlich. Also an was haben wir Iman? Von was sind wir überzeugt? Das wäre die Aqida, das ist eine Richtung, das ist also ein Wissenszweig. Aqida, dann die Scharia, wo vielmals falsch dargestellt wird, einfach nur als das Gesetz des Islam. Die Scharia ist eigentlich
die Summe von allen praxisbezogenen Geboten, Rechten und Pflichten. Also Scharia ist alles das, was mit Tun zu tun hat. Also das Gebet, Zakat zahlen, Hajj machen, aus Fasten. Also alles, was man mit Machen tut, also die Pflichten, die ein Muslim hat, was er muss machen, das ist alles Scharia. Ja. Aber dann gibt es auch ein Scharia-Gesetz, oder? Ja, natürlich. Und schlussendlich, wenn es ein Gebot ist das schon ein Gesetz. Oder ein Gebot heisst, du sollst etwas machen. Und das ist im Prinzip ein Gesetz. Aber wir dürfen das Gesetz nicht so vorstellen wie das ZGB, wie das Zivilgesetzbuch oder wie das OR, das Obligationenrecht. Sondern die Scharia tut uns nur sagen, schau, das musst du so machen und so müssen wir es machen. Oder das darfst du nicht machen. Aber der Islam besteht noch aus mehr als nur das. Die ganze Thematik, wie ist Allah, was ist Allah, an was für einen Allah glaube ich überhaupt? Hat Allah eine Form, hat Allah einen Ort? Setzt er auf irgendeiner Woche? Oder nicht? Oder? Das ist Aqidah. Das sind Iman-Inhalte. Das hat mit der Scharia nichts zu tun, ist aber auch ein Teil vom Islam. Und der dritte Punkt wäre dann noch der Akhlaq. Das ist die Moral und die Ethik, die eigentlich jede andere Religion auch kennt, aber das ist vielleicht das, was hier im Westen am meisten verloren gegangen ist. Moral und Ethik. Und die drei zusammen ergeben dann eigentlich als Ganzes dann der Islam. Aqidah, das ist innerlich nicht wirklich sichtbar. Tut sich zeigen, indem ich die Scharia befolge. Und wie ich die Scharia befolge oder wie ich mich verhalte, wird dann geregelt oder tue ich formen mit dem Akhlaq. Akhlaq ist wie das schöne Benehmen, der Anstand im Prinzip, eben Moral und Ethik. Also wie mache ich etwas, wieso mache ich es und so, ja. Jetzt haben wir immer wieder ein bisschen das Wort Iman benutzt. Ich habe das auch nicht vor, jetzt machen, aber wenn wir das auch noch ganz kurz anschauen. Wenn ich frage, was heißt Iman auf Deutsch, wie würde man das übersetzen? Und wir reden immer vom Iman. Iman an Allah zum Beispiel. Wie würde man das auf Deutsch sagen? Genau. Du weißt es natürlich, aber in der Regel kommt da, wenn ich das frage, kommt immer die Antwort, Iman gleich Glauben. Aber Iman ist nicht gleich Glauben. Wieso nicht? Könnt ihr euch den Unterschied vorstellen? Also er hat im Prinzip den Hinweis schon gegeben. Überzeugung. Ja, was ist der Unterschied zwischen Überzeugung und Glauben? Also in gewissen Sprachen sagt man quasi, es ist identisch, aber es ist trotzdem nicht ganz identisch. Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Überzeugung? Ich glaube, ist nicht Überzeugung, denke ich. Ja, was ist der Unterschied? Also was fehlt? Also was ist mehr? Überzeugung. Überzeugung ist mehr. Was fehlt denn beim Wort Glauben? Also nicht was? wissen. Nicht wissen, genau. Nicht wissen. Oder zumindest auch nicht sicher sein, oder? Also wenn ich das Wort Glauben benutze, beinhaltet das immer einen Restteil von Nichtwissen oder Unsicherheit. Das heisst, wenn ich sage, ich glaube, dass es Allah gibt, bin ich nicht 100% sicher. Ich bin vielleicht 99% sicher oder 99,9% sicher, aber ich bin nicht 100% sicher. Einfach nur vom Wort her, das Wort Glauben. Mit dem habe ich früher mega viel Probleme gehabt. Da tust du mit Christen zum Beispiel diskutieren und da bringst du einen Haufen Argumente und sie können nichts widerlegen. Aber am Schluss heisst es dann einfach, ja, aber weißt, am Ende wissen wir beide nicht. Du weißt nicht, ich weiß nicht, wir glauben ja nur. Und das war immer der Moment, wo ich dann auch nicht weitergekommen bin. Bis ich dann wirklich das große Glück hatte, also dass Allah mir das ermöglicht hat, dass ich eben den Islamologie-Kurs machen in der Schweiz. Und eben erstmal eigentlich so auf Deutsch einen wirklichen Islamunterricht hatte. Und das Erste, was dort beigebracht wird, ist eben unter anderem auch die Definition vom Wort Iman. Und ich eben weiss, es ist Überzeugung und nicht nur Glauben. Es ist total anders. Es hat sich für mich eine neue Welt eröffnet, jetzt rein von der Diskussionstechnik her. Weil ich kann sagen, und ich sage das auch, und ich bin auch überzeugt, also ich bin überzeugt, dass es Allah gibt. Ich glaube nicht, dass es... Wenn ich jetzt nur meinen Glauben stützen oder meinen Iman stützen auf das, was meine Eltern gesagt haben,
dann könnte ich sagen, okay, ich glaube. Weil meine Eltern lügen natürlich nie. Und deshalb muss ja das stimmen, was meine Eltern sagen, dann glaube ich das. Das ist aber nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt selber mal mir wirklich überlege, ja, alle sagen, Allah gibt es, aber gibt es Allah wirklich? Also wenn ich selber auf die Suche gehe und mich selber überzeugen will. Überzeugt sein kann man nur, wenn man sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat. Und wenn man sich mit dem Islam wirklich auseinandersetzt, kommt man eigentlich immer auf den gleichen Schluss. Ja, es muss Allah geben. Es ist unweigerlich nötig, wir werden das in der nächsten Lektion dann sehen, also die Vernunft tut eigentlich die Existenz von Allah bedingen. Also wenn man wirklich nur mit der Vernunft schaffen würde, kommt man auf den Schluss, es muss Allah geben. Aber wenn die grössten Gegner von der Religion oder von Allah, die sind, die sich auf die Vernunft stützen, aber ihre Vernunft ist eben eigentlich begrenzt. Sie gehen bis zu einem gewissen Punkt, nachher haben sie keine Antworten mehr und die Vernunft abschalten und sagen einfach, das ist jetzt halt so. Während wir die Vernunft eben nicht abschalten, sondern bis zum Schluss gehen. Also die Vernunft bedingt die Existenz von Allah. Alles andere ist unlogisch. Und wenn ich den Punkt erreicht habe, dass ich das sagen kann, nicht einfach so sagen, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil ich wirklich den Weg gegangen bin und mir die Mühe gemacht habe, mich selber zu überzeugen, dann kann jeder kommen, kann irgendjemand, egal was, sagen, ich tue mich nicht einfach vom Gegenteil überzeugen lassen. Weil ich bin ja schon überzeugt. Aber wenn ich eben nicht überzeugt bin, dann kann irgendeiner kommen mit einem guten Argument, kann der meinen ganzen Glauben durcheinander bringen. Natürlich gibt es Fragen im Islam, die ich vielleicht auch nicht beantworten kann. Oder vielleicht auch noch nicht ganz verstehen. Das heisst aber nicht, dass es wegen dem kein Allah gibt. Also das heisst, das Thema, gibt es Allah oder gibt es Allah nicht, ist unweigerlich für mich ganz klar, es muss Allah geben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das ist eine Überzeugung. Also ich pflege einmal sogar zu sagen, ich bin 12,90% sicher. 12,90%. Weil es ist absolut. Und wenn ich sage, ich glaube, dann sage ich bin höchstens 99%, aber ich bin nicht ganz sicher. Am Schluss bleibt immer ein gewisses Quantum von Unsicherheit. Und deshalb ist es wichtig, dass man nicht das Wort Glauben benutzt. Wir glauben nicht, also es gibt vielleicht schon Leute, die an Allah glauben, aber eigentlich sollten wir Iman haben an Allah, also wir sollten überzeugt sein an Allah. Und damit wir überzeugt sein können, ist es eben wichtig, dass wir uns bilden, dass wir an den Unterricht gehen oder selber uns bilden oder eben noch hingehen und uns ausbilden lassen. Weil nur wenn wir uns mit diesen Thematiken auseinandersetzen, nur dann können wir auch wirklich von einer Überzeugung reden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist auch der einzige, wieso wir zum Beispiel Surah Yasin so detailliert anschauen, weil es sind so viele Beweise in jeder Ayah, die uns klar sagen, das kann nicht ein Mensch geschrieben haben. Also wenn ich ein Buch habe, wo ich weiss, es ist unmöglich, dass es ein Mensch geschrieben hat, dann ist es eigentlich nicht mehr schwer zu akzeptieren, dass es Allah gibt. Zum Beispiel, das ist jetzt nur eine Möglichkeit, über den Koran Allah zu finden, es gibt eine ganz andere. In der Surah Yasin, auf der ersten Seite, tut ja Allah sagen, es gibt 3 Möglichkeiten, wie man die Wahrheit finden kann, also wie man die Existenz von Allah entdecken kann. Indem man nach vorne schaut, vor uns ist was? Die jetzt gehört haben, sollten jetzt wissen, was ist vor uns? Also wenn ich nach vorne schaue, wie? Zukunft. Nein, nicht Zukunft, sondern? Gegenwart. Ja, aber was ist das Gegenwart? Vor uns ist die Schöpfung. Also wenn ich nach vorne schaue, dann sehe ich all das, was Allah erschaffen hat. Wenn ich all das sehe und anschaue, was Allah Ta'ala erschaffen hat, und mich mit dem auseinandersetze und nachdenke und mir Gedanken mache, was ist das, wie kommt das und wie ist das alles zusammengesetzt und wie funktioniert das Ganze, müsste am Schluss die logische Konsequenz kommen, es muss einen Schöpfer geben. Allein schon, wenn man Medizin studiert zum Beispiel, das habe ich ja gemacht, also nur wenn man den Menschen aufschnittst und den Menschen anschaust, wie der Mensch funktioniert. Ich kann niemanden verstehen, der Medizin studiert und nachher sagt, es ist alles zufällig entstanden. Das ist so ein perfekter Organismus und das ist so fein eingestellt, dass man sich vorstellen, nur ein Mühe von irgendetwas mehr oder weniger und schon bist du krank, wenn nicht gerade tot. Also alles ist so in einem Gleichgewicht, wo bei den verschiedensten Situationen und Umständen immer da ist.
Und wenn das nicht mehr da ist, dann bist du krank, im besten Fall bist du krank. Aber wer sorgt dafür, dass das da ist? Oder wer hat das Gleichgewicht überhaupt gemacht? Also wer hat den Körper so erschaffen, dass alles in so einem Gleichgewicht sind? Und das sind nicht nur 1 oder 2 Systeme, das sind x Systeme. Wir haben das Nervensystem, das Blutsystem, das Lymphsystem, die Muskeln und all das, was allein schon das Hirn. Oder? Und das soll alles zufällig entstanden sein. Also wenn ich nach vorne schaue, wenn ich die Schöpfung anschaue, kann ich Allah finden. Wenn ich hinterher schaue, sehe ich was? Was ist hinter mir? Jetzt hast du kommen. Vergangenheit, also die Geschichte. Also wenn ich die Geschichte der Menschheit studiere, müsste ich eigentlich wieder entdecken, dass es einen Schöpfer geben muss. Natürlich kann ich dann noch nicht wissen, ob der Allah heisst oder wie, oder was der jetzt von uns will. Es geht jetzt nur um das Faktum, gibt es Allah oder gibt es nicht? Also gibt es einen Schöpfer oder nicht? Also Details, die können wir nur wissen, wenn der Schöpfer uns das auch mitteilt. Aber dass es einen Schöpfer, dass es einen gibt, der das Ganze in die Wege geleitet hat, dass es einen gibt, der das Ganze angefangen hat, ist zwingend. Also wenn ich die Geschichte anschaue, wenn ich so die grossen Reiche anschaue, die Ägypter, die Pharaonen oder auch die Griechen, was sie alles gemacht haben und die Römer, wie sie aufgestiegen sind und dann wieder zerstört worden sind. All die Völker, die es heute gar nicht mehr gibt, von denen im Koran ja x Beispiele sind, müsste ich schon von dort auch irgendwie auf die Idee kommen, da ist eine gewisse Systematik, eine gewisse Regelmäßigkeit. Meine Geschichte wiederholt sich immer. Wenn jetzt alles auf Zufallsprinzip laufen würde, wieso wiederholt sich das? Wieso haben wir so gewisse Gesetzmäßigkeit, die sich immer wieder wiederholen? Also, wenn ich Geschichte studiere, also wenn ich nach hinten schaue, müsste ich auch die Wahrheit entdecken. Und das Dritte ist, jetzt haben wir vorne und hinten gehabt, und das Dritte ist über uns. Also, was kommt von oben? Das Wissen, das von oben kommt, das ist Revelation, wie sagst du, ist die Absendung von Allah. Also, wenn Allah uns Wissen gibt, in Form von einem Koran oder sonst irgendwie, dann ist es auch eine Möglichkeit, die Wahrheit zu finden. Also, wie ich vorher gesagt habe, nur schon durch das Studium vom Koran müsste eigentlich jeder erkennen können, da ist irgendeine größere Macht dahinter, die nicht von dieser Welt ist. Also wenn man es ernst macht. Oder? Und das sollte das Ziel sein. Also wenn ich jetzt wirklich wissen will, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, dann muss ich mich ja ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen. Ich kann den Koran auch nehmen und versuche zu beweisen mit dem Koran, dass es Allah nicht gibt. Wenn meine Ausgangslage das ist, zu beweisen, Allah gibt es nicht, dann werde ich immer irgendwo irgendetwas finden und denke, schau mal, das ist ein Fehler und so, wo eigentlich gar keiner ist, aber man wird dann irgendwie alles so zurechtlegen, dass man vielleicht das Gegenteil, oder dass man denkt, man hat jetzt das Gegenteil bewiesen. Aber der Allah sucht, wird Allah auch finden. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man Allah finden kann. Also unabhängig, sogar wenn kein Prophet käme, müsste man können, eben nochmal, Details nicht, also eine Scharia kannst du nicht von selber finden. Aber die Existenz, also der wichtigste Punkt von der Aqida, also vom Iman, die Existenz von Allah, auf das müsste eigentlich jeder Mensch vorlegen können. Und das bekannteste Beispiel, wer das gemacht hat, ist wer? Ibrahim a.s., der ja nichts in seinem Umfeld hatte, außer Polytheismus. Die haben ja alle an Götzen geglaubt. Der Vater war sogar noch der Götzenbauer selber. Und es hat keine Propheten in dieser Zeit. Und Allah hat ihm dort auch noch keine Offenbarungen gegeben, sondern hat von sich aus entdeckt, das kann nicht sein. Es muss etwas geben, irgendetwas, das einzigartig ist, wo eins ist, wo das alles erschaffen hat und das alles lenkt und leitet. Und am Schluss hat sich dann Allah ihm offenbart und er ist dann zu einem der ganz großen Propheten geworden. Ibrahim a.s. Okay. Der Islam ist nicht etwas, das entstanden ist erst mit dem Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Weil jetzt haben wir gesagt, Islam heißt ja sich dem Schöpfer, also sich Allah Ta'ala hingeben, auf die Art und Weise, wie er es von uns will. Das heißt, alle Propheten, die vor dem Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam da sind, die sind auch sich Hingebende gewesen, sind also auch Muslime gewesen, die haben das auch Islam praktiziert. Der Unterschied ist aber, dass mit dem Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam auch die ganze Bewegung bzw. die ganze Religion oder der Dien den Namen Islam bekommen hat.
Der Dien hat vorher nicht, also der Name Islam als der Name vom Dien, der hat es nicht gegeben. Aber die Definition, sich Allah hingeben, das haben natürlich die vorher auch schon gemacht. Das hat Adem a.s. schon gemacht. Also der allererste Mensch hat schon sich dem Schöpfer hingegeben. Also er war auch Islam, ein Muslim. Ein Muslim ist der, der Islam ist, also der Islam macht. Also der sich Allah hingibt, ist ein Muslim. Also es ist nichts Neues, sondern also das einzige Neue ist, dass eigentlich mit dem Prophet Muhammad sallam die Dien, also Dien, den Namen Islam bekommen hat. Aber was heißt denn konkret Moslem? Moslem, also als O gibt es eigentlich nicht. Muslim. Der Muslim ist der, der sich hingibt. Der Muslim ist also fachspezifisch gesagt der, der sich freiwillig Allah Ta'ala hingibt, und zwar so, wie er es will, also gemäß Koran und gemäß Sunna. Das ist ein Muslim. Aber und jeder, der das nicht macht, ist kein Muslim. Aber schon die Propheten, bevor der letzte Prophet kam, sind ja auch Muslime gewesen, oder? Ja. Also das heisst, ja. Sie haben sich aufrichtig an Schöpfer, an einen Gott hingegeben. Genau. Also so verstehen. Richtig. Muslim bedeutet eigentlich das. Genau. Also das sind alles Muslime gewesen. Alles Muslime. Genau. Und die heutigen Muslime sind einfach islamische Muslime. So. Nein, heute sagen wir, also der Dien, Yeah. weil der Dien ist nicht immer der gleiche. Der Kern vom Dien ist immer gleich. Es gibt nur einen Gott. Mach nichts Falsches, mach alles richtig. Das ist eigentlich der Kern vom Dien, dass man dem einen Gott, dem, der alles erschaffen hat, dass man dem dient. Aber wenn ich jetzt natürlich Gesetze anschaue, wo Isa al-Islam hatte oder wo Musa al-Islam hatte, die sind anders gewesen. Ein Adem al-Islam hat ein anderes Gesetz gehabt. Das heisst, gewisse Regeln haben sich verändert. Zum Beispiel ist das Gesetz der Juden viel strenger. Aus verschiedenen Gründen, von jetzt nicht eingehen. Also, der Dien hat sich ein bisschen geändert. Er ist jetzt spezifisch auf uns ausgerichtet. Und der Dien heisst Islam. Und der Unterschied vielleicht eben auch zu den anderen Propheten ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet war, er ist der Siegel der Propheten. Das heisst, das Gesetz oder der Dien, den er gebracht hat, wird gültig sein bis zum Ende der Zeit. Es wird kein neuer Prophet kommen, es wird keine Erneuerung mehr geben, es gibt kein Update mehr. Der ist also gültig bis zum Ende der Zeit. Das ist bei den Juden, zum Beispiel beim Volk der Juden, ganz anders. Die Juden haben praktisch, also bis zu Isa al-Islam, haben die Juden in jeder Generation einen Prophet gehabt. Mindestens einen, manchmal sogar mehrere. Oder Musa al-Islam war nicht allein. Harun al-Islam, sein Bruder, war ja auch ein Prophet. Ismail und Ishak al-Islam sind beides Propheten, das sind Brüder. Lut al-Islam hat zur gleichen Zeit gelebt wie der Ibrahim al-Islam. Also es war nicht immer nur ein Prophet, aber das Volk der Juden hat in jeder Generation bis zu Isa al-Islam, also bis zu Jesus, mindestens ein Prophet pro Generation gehabt. Das ist interessant. Aber nicht jeder Prophet hat ein neues Buch gebracht. Also nicht jeder Prophet hat ein neues Gesetz gebracht. Also die haben mit dem Gesetzbuch von der Tora, also von Musa al-Islam gelebt. Aber ja. Meinst du, jeder Prophet, oder wissen wir da etwas, hat die Wahi bekommen? Ja, natürlich. Jeder? Das ist, der Erzengel Gabriel? Wie, aber das weiß man nicht in jedem gleich. Weil aber beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wissen wir, dass er verschiedene Arten Wahi bekommen. Also er hat offenbar verschiedene Arten bekommen. Die meiste, also das, was am meisten war, ist, dass der Engel Jibril a.s. gekommen ist. Und eine der Hauptfunktionen von Jibril a.s. ist auch das, dass er der Botschafter ist, also dass er der ist, der das Wort von Allah den Menschen bringt. Das heisst, das ist seine Aufgabe. Also auch bei Ibrahim a.s. ist auch der Jibril a.s. gekommen und hat zu ihm gesagt, mach das und mach das. Bei Isa a.s. auch? Bei Isa a.s. auch. Also Maryam, seine Mutter hat zum Beispiel auch den Jibril a.s. gesehen, also mit ihm, oder er hat ihr gesagt, du wirst einen Sohn bekommen, oder der, der Essen gebracht hat, wo niemand rum war und so weiter. Das war immer der Jibril a.s. Also die haben alle Wahi bekommen, Wahi schon, aber nicht ein Buch. Deshalb gibt es einen Unterschied zwischen Nebi und Rasul. Das ist, im Deutschen wird beides als Prophet übersetzt, aber der eine ist ein Bestätiger von dem, was vorher war, der Nebi nämlich, und der Rasul ist der mit der neuen Botschaft kommt, mit einem neuen Buch.
Und gemäß unserer Akida hat es 4 Bücher gegeben, die Allah Ta'ala geschickt hat, wo wir überzeugt sind, dass die 4 Bücher gekommen sind. Das wäre die Tora, die der Prophet Musa a.s. bekommen hat. Das wäre As-Sabur, also die Psalmen, die der Prophet Dawud a.s. bekommen hat. Dann wäre Injil, die der Prophet Isa a.s. bekommen hat. Und natürlich der Koran, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Das sind die 4 Bücher. Dann gibt es Propheten, die Blätter bekommen haben. Das ist nicht das ganze Buch, sondern einfach Schriften. Zum Beispiel Ibrahim a.s., von ihm sagt man, er hat 10 Seiten bekommen. Die sind auch nicht mehr rum, aber der hat zum Beispiel Schriften bekommen. Es gibt Propheten, die nur Blätter bekommen haben, also Suhuf. Und Ibrahim a.s. hat zum Beispiel etwas bekommen. Oder dann jetzt Propheten, die haben auch natürlich ihre Aufträge gehabt. Nuh a.s. hat ja auch einen Auftrag gehabt, aber er hat kein Buch gehabt. Oder Jakub a.s. ist auch nicht mit einem Buch gekommen. Oder welche Propheten wir jetzt denken. Und Suleiman a.s. Die haben bestätigt, was vorher gekommen ist. Und die Leute immer wieder ermahnt und sie eben daran erinnert, dass sie auf dem rechten Weg bleiben. Aber sie haben nicht ein neues Gesetz gebraucht. Und das letzte neue Buch, das gekommen ist und wo bis zum Ende der Zeit als das einzige existierende Buch bleiben wird, ist der Koran. Beziehungsweise ist gebracht worden über den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und der wird Gültigkeit haben bis zum Ende der Zeit. Deshalb ist es auch sehr wichtig, vielleicht ist es auch genau wegen dem auf Arabisch, weil Arabisch eben genau diese Vielfalt beinhaltet. Das heißt, dass man so auf so viele verschiedene Arten gewisse Sachen kann übersetzen oder begreifen, dass man ganz neu, dass eigentlich in jedem Jahrhundert man wieder neue Sachen kann aus dem Koran entdecken kann, die schon immer drin sind, aber man früher vielleicht gar nicht verstanden hat, weil der Mensch noch nicht so viel gewusst hat. Und auch deshalb hat Allah Ta'ala versprochen, das ist im Koran ein Versprechen, das Allah Ta'ala gibt, dass er den Koran beschützt, dass er nicht sich verändern kann. Und das ist auch beleidigt, im Prinzip, der Koran hat sich nicht verändert. Der Koran zur Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und heute ist immer noch der gleiche. Und ich bringe immer wieder gleich Beleg. Der größte Beleg ist eigentlich, dass der Feind das nicht kann, das Gegenteil beweisen kann. Weil hätte es nur Zweifel, würde man das immer wieder im Blick und im Spiegel und im Bild, in all diesen Quatschspalten, würde man immer wieder lesen. Schaut mal, die sagen, der Koran ist gleich geblieben, aber wir können beweisen das und das und das, aber sie können es nicht. Weil sonst würde es das immer wieder uns vor der Nase halten. Also der Koran hat sich nicht mehr verändert und das hat Allah Ta'ala versprochen und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, weil würde sich der Koran verändern wie die Bücher vor ihm, dann wären wir jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo 1400 Jahre später, könnte mir sagen, ja, aber Allah, du hast zwar das und das von uns wollen, aber die haben das Buch so verändert, dass wir gar nicht mehr können wissen, was du von uns willst. Also machen wir Fehler und wir können gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das Buch ist bis zum Ende der Zeit gültig und deshalb, genau das man eben nicht kann sagen, ich habe es ja nicht gewusst, hat Allah Ta'ala auch das ganze Buch geschützt und deshalb ist der Koran nicht veränderlich. Und anhand von dem merkt man auch, dass der Koran eben nicht das ist, nicht das Buch, das ist ein Mushaf, eine Niederschrift vom Koran, weil das könnte ich verändern. Ich könnte doch jetzt so einfach mit dem Typex da irgendwelche Sachen ausradieren oder auslöschen oder etwas drüber schreiben. Natürlich würde man es gerade sehen, aber ich könnte es auch ein bisschen geschickter machen. Und dann würde man es nicht sehen. Oder ich könnte es zerstören, ich könnte verbrennen, ich könnte alles mögliche machen mit dem Buch. Also mit dieser Niederschrift. Der Koran ist das Wort, das aus dem Mund kommt, und zwar in Arabisch. Also wir reden nur dann vom Koran, wenn er auch Arabisch ist und wenn er als Laut aus dem Mund kommt. Und das kann man nicht verändern. Und wenn ich es verändern würde, wenn ich jetzt etwas anderes sagen würde, dann weiß jeder, der den Koran kennt, oh, jetzt tut er nicht mehr Koran rezitieren, jetzt hat er irgendetwas selber gesagt. Ich finde es einfach immer so krass, oder? Weißt du, dass man mit Urarabisch, den Koran, oder? Und all die Leute, die den Koran so wie wir halt auf Deutsch lesen, wie einfach man Interpretationen machen kann. Und sagt, Allah meint es so. Und ich bin immer der Meinung, dass es eben doch nicht so einfach ist, der Koran. Es ist einfach und nicht einfach. Es gibt gewisse Sachen, ja, wo der Koran gar keine Möglichkeit gibt für eine zweite Interpretation. Mach Salam. Ist klar. Fertig. Also,